Der Atajot-Verein aus Kasachstan ist bekannt für seinen Einsatz für die unterdrückte Minderheit der Uiguren in China. Am 9. März drangen 4 bislang Unbekannte bei einer Konferenz in den Atajot-Verein ein, um gegen die Mitglieder Drohungen auszusprechen. Kurz darauf suchten sie das Weite, wobei einer der Täter von der Polizei gefasst werden konnte. Sergcan Bilashoglu, der Präsident des Vereins, wurde bereits im Vorfeld von Unbekannten bedroht. Dennoch stellte er klar, dass die Mitglieder nicht einzuschüchtern seien, da man im schlimmsten Fall als Märtyrer sterbe. In der chinesischen Stadt Zhengzhou erlangten Stellenausschreiben der Zulieferer für den Apple-Produzenten Foxconn wegen diskriminierender Formulierungen Aufmerksamkeit. So soll die Anzeige explizit Hui-Chinesen, Uiguren sowie Tibeter von dem Jobangebot ausschließen. Der Foxconn-Konzern hat nun eine Untersuchung des Sachverhalts angeordnet. Zudem statierte der Konzern, dass man der Ausgrenzung ein Ende setzen wolle und die Verantwortlichen deshalb mit Konsequenzen rechnen müssten. Nach dem landesweiten Stromausfalldebakel in Venezuela macht die Regierung des Landes nun die Vereinigten Staaten unter der Führung des US-amerikanischen Außenministers Pompeo als Schuldigen aus. Die Situation in Venezuela wird mit anhaltender Not brenzliger für die Bürger. Bereits jetzt sind Plünderungen und Chaos auf den Straßen zu verzeichnen. Trotz der angespannten Lage ruft Juan Guaidó zu einem Marsch nach Caracas auf. Der Marsch der Oppositionellen hingegen wurde von Sicherheitskräften eingestellt. Im Jahre 1999 wurde der bisher amtierende Präsident Abdelaziz Bouteflika in sein Amt gewählt. Nach 20 Jahren im Amt verkündete Bouteflika nun seine Teilnahme an der kommenden Präsidentschaftswahl. Kurz darauf fanden in Algerien heftige Proteste statt, denn die Gegner Bouteflikas verweisen auf den schlechten gesundheitlichen Zustand des 81-Jährigen, der sich derzeit in einer Genfer Klinik behandeln lässt. Bei den Protesten in der Hauptstadt kam es zu 112 verletzten Polizeikräften sowie 195 verletzten Protestierenden. Um einen besseren Schutz der Außengrenzen zu gewährleisten, übermittelte die Europäische Union an Bulgarien 70 gepanzerte Fahrzeuge, die laut dem Innenminister einen Wert von 3,6 Millionen Euro haben sollen. Diese sollen grenznah an den Nicht-EU-Ländern wie die Türkei, Serbien und Mazedonien positioniert werden.